Mikrofon check 1 2 1 2. Hoffe, man hört mich. Heute zusammen, da ist der Crown Cletus oder der Chris. Alles klar bei euch, nehme ich doch an. Hoffe ich doch schwer. Wir sind hier gemütlich aufs Weekend am Zusteuern. Und dann möchte ich doch noch schnell gemütlich ein Gameplay zum Watch Dogs 2 zeigen. Ist aber schon ein bisschen schade, dass man es schon im Titel liest, was man auch sieht. Muss ich mir auch mal irgendetwas überlegen, dass es auch noch ein bisschen Überraschungen gibt in diesen Videos. Aber ihr werdet ganz sicher überrascht mit dem Gameplay. Ich würde das jetzt mal schnell starten. Ich weiss nicht, wie viele das von euch können, wie viele das schon gespielt haben. Das Watch Dogs 1 ist ein sicherer Begriff. Ist ja nicht bei allen wirklich gut angekommen. Und ich bin dort ein bisschen vom Trend abgewichen, muss ich ehrlich sagen. Und habe es richtig geil gefunden. Eben der Hauptdarsteller, der Aiden, ist sicher ein blasser Charakter gewesen mit fragwürdigen Motiven und Aktionen. Aber eben vom Gameplay, das Hacken hat mich schon cool gefunden. Jetzt sind wir hier beim zweiten Teil. Das Mal spielen wir nicht in Chicago, sondern in San Francisco und so ein bisschen drumherum, Silicon Valley. Und wir spielen der Marcus. Das ist so ein bisschen der Hipster. Er hört es wahrscheinlich nicht gerne, wenn man es sagt, aber ja. Und er ist bei dieser DedSec-Hacker-Gruppe, wo man ja im ersten Teil auch schon damit zu tun hatte. Und sie versuchen jetzt halt einfach das System so ein bisschen auszuhebeln. Und auch ihre Aktionen sind zum Teil ein bisschen fragwürdig, auch je nach Spielstil, wo man dann wählt, auf jeden Fall noch viel mehr. Und ja, ich bin jetzt einfach mal quer eingestiegen mit der Share-Funktion oder... Wie heisst es schon wieder, wo ich einfach aufnehmen kann? Ja, PS4, Record, whatever. Ist es ja so, dass man bestimmte Anzahl Minuten aufnehmen kann. Ich habe das auf 15 gesetzt und wenn ich aber das Gefühl hatte, das wäre noch sehenswert, dann habe ich einfach mal geklickt, damit das so passt. Und da ist eine ganz gespässige Szene. Das Game ist ja ab 18 und der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört, es gibt ja bei den Prostituierten, männlich und weiblich, keine Einschränkungen, was man sieht. Also je nachdem, wie sie liegen, sieht man dort nachher voll in die Küche rein. Und irgendwie hat dann Ubisoft so ein bisschen gesagt, es tut ihnen leid, sie patchen es raus und so. Und hat auch wieder eine gespässige Aktion, weil... Ja, ich meine, es gehört halt dazu, dass der eine oder andere Teenager das dann zu sehen bekommt und keine Ahnung, was sich dann überlegt, ist ja sowieso logisch. Aber ob man jetzt so einen Mumu sieht oder nicht, das ist vielleicht auch nicht die erste. Anyway, ich bin sicher nicht der jetzt hier darüber referenzieren ob man hier nacktige Genitalien so sehen oder nicht. Es ist einfach so ein bisschen von Aktion von Ubisoft halt, ja, wenn du schon das Zeug rein tust, dann habt doch auch irgendwie ein bisschen Balls. Dann auch dazu zu stehen, aber Sony hat dann auch ein bisschen bitchig getan. Hat dann der Typ irgendwie Band für einen Monat, wo es reportet hat auf Twitter. Sicher auch nicht die intelligenteste Aktion gewesen, aber auf jeden Fall auch noch funny. Und ja, jetzt kommen wir sonst endlich zum Game. Ihr seht, der Marcus hat da so ein bisschen eingestylte Sachen an. Das kann man alles selber auswählen. Ja, hier ein kleiner Check, die ist regulär unten. Entweder sagt die Unterhosen an oder einfach ein riesen Pelz. Bei denen, wo man es eben sieht man es dann wirklich voll. Aber ich möchte mich jetzt hier nicht zu fest verteufeln. Für die, die es interessiert, ich kann auf jeden Fall schnell googlen. Eben ja, der Marcus kann man selber ein bisschen einkleiden, also Style-Zeug und so. Man wird dann zum Teil mit Kleidern belohnt, kann es auch kaufen. Also das gibt es im GTA auch, das ist auf jeden Fall abgedeckt. Man hat verschiedene Moves, was sehr gespässig ist. Man kann nicht springen oder klettern, sondern man drückt einfach R2 auf der PlayStation und was ist das? RT? Genau, auf der Xbox in dem Fall. Und dann macht er einfach sein Ding. Das heisst, wenn man jetzt auf einen Container zusäckelt, springt er drüber, macht vielleicht irgendwo einen Flip oder sonst einen coolen Move. Wenn er irgendwie oben das Dach oder die Kante kann erreichen kann, dann klettert er drauf. Aber es ist nicht immer ganz ersichtlich, ob er jetzt kann oder will klettern. Und ja, es ist noch eine gespässige Lösung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich darüber urteilen möchte. Weil teilweise funktioniert es dann wiederum sehr, sehr elegant und man kann einfach ein bisschen durchziehen, hat ein gewisses Momentum. Ja, I don't know. Auf jeden Fall noch ein interessanter Ansatz.
Stealth kann man auch nicht wirklich initialisieren, das heisst, man kann nicht irgendwie die Hockey oder so, sondern sobald dass man ein findliches Gebiet betritt, geht er so ein bisschen runter in die Hockey, wie gesagt, und kann sich dann auch an gewissen Objekten halt so ein bisschen dran saugen, um durch die Deckung zu gehen, so ein bisschen Gears of War-mässig. Ja, die Waffen steuern sich in Ordnung. Ich bin jetzt nicht gerade ultra der Ballermann, sondern nur in den Notfällen. Man hat auch einen Taser dabei, man kann die sich auch mit dem Jojo irgendwie so ein bisschen bewusstlos hauen. Und man kann einfach viel hacken, ihr seht hier. Und ich habe richtig Freude an diesem Hacker-Zeug. Hey. Es ist einfach richtig krass. Es hat zum Teil minutenlang gegeben, wo ich einfach an einer Kreuzung bin gestanden und die Kehren ineinander reinklatschen. Weil das kann man jetzt eben auch im neuen Teil. Man kann jetzt eine Karre anvisieren, wenn man diesen Skill freigeschaltet hat. Und dann kann man sagen, Vollgas geradeaus, Vollgas rückwärts, Vollgas links einschlagen, Vollgas rechts einschlagen. Relativ rudimentär, aber mit dem kann man dann viel richtig abgefahrene Aktionen machen, wenn die irgendwelche, keine Ahnung, Busse auf Lastwagen treffen, wo hinten drauf noch eine Rampe ist, wo wiederum ein Sportwagen drauflenken kann. So. Und dann irgendwann kommen die Bullen, weil den Leuten wird es dann auch zu bunt und sie läuten dann auch den Bullen an. Und dann kommen die Bullen und dann wird es erst richtig lustig, weil wenn dann plötzlich so eine Bullenkarre hinten in einen Polizist reinfährt, was natürlich auf jeden Fall nicht korrekt ist in der rechten Welt. Aber hier ja wohl richtig geil. Und dann fühlen sie von links und rechts Leute verhaften, weil sie meinen, dass die Bösewichte sind. Und das ist halt schon ein bisschen strange. So ein sehr auffälliger Hipster hockt dort am Boden, tut irgendetwas in seinen Laptop reindöckeln und so. Und keiner Sau fällt auf, dass er vielleicht alles am Hacken ist. Aber das dient alles am Spielerspaß. Und von dem her passt das schön. Schaut mal die Blätter. Nur ein kleines Detail, aber währenddem das Auto dort jetzt gestanden ist, sorry Lady, sind in dem Sinne übertrieben viele Blätter gerade draufgefallen vom Baum, aber es ist eigentlich schon noch etwas Nices. Vorher stehe ich draußen in Real Life, schaue, wie die Blätter runtergewindet werden, denke mir, wow, Herbst ist eben schon eine geile Jahreszeit. Und dann hier im Game passiert in dem Sinne etwas Ähnliches. Nicht, dass ich jetzt Real Life mit Videogame von Anfang verwechsle, aber eben, sie haben immerhin den Aufwand betrieben, ein Detail einzubauen, wo Blätter von einem Baum auf ein Objekt fallen und wenn sich das Objekt dann bewegt, fallen sie runter. Also schön, wirklich schön. Es sind viele so kleine Sachen, die halt die Welt auch viel lebendiger machen. Und in dieser Hinsicht möchte ich etwas erwähnen. Und das ist dann wiederum, wenn man in der Nacht irgendwo in der Stadt rumgurkt halt. Dort noch eher als auf dem Land. Weil auf dem Land ist es logischerweise ein bisschen stiller. Aber in der City, dort hörst du dann immer wieder irgendwelche Babys flennen oder Kinder schreien. Man hört dann irgendwelche Haustiere. Es ist richtig gut gemacht von Atmosphäre. Ich finde es ein sehr cooles Game. Hier habe ich jetzt mit meinem Stealth-Karren, den ich freigeschaltet habe, über die Ubi Club-Plattform abhauen, aber die Bullen schnallen es eben schon. Und jetzt versuche ich hier noch ein bisschen rumzuspästeln und dann schlussendlich auch abzuhauen. Und ja, ihr werdet dann sehen, wie es rauskommt, wenn man hier als Hipster irgendwie versucht, in einen Kampf mit Waffen einzusteigen. Und jetzt kommen die Bullenkerren hier zu fahren und ich lenke sie halt einfach rechts das Board ab, anvisieren, drücken und weg sind sie. Ja, das wäre gerade eine schöne Chance gewesen daneben dran, habe ich leider nicht gesehen. Die Musik finde ich auch sehr cool. Es hat richtig coole Hip-Hop-Songs dabei, muss ich sagen. Elektro-Songs finde ich auch nice. Es hat Rock, Punk, Klassik-Zeug. Echt so ein bisschen Brazilian-Style oder so, ein bisschen südländische Musik, also wirklich ein breit gefächertes Angebot und wie gesagt, gute Songs. Run with Jules, genau, das ist irgend so eine Hip-Hop-Kombo, auch aus Atlanta von 2012, sorry für die, was gar nicht interessiert, aber die ein richtig gutes Lied hier dabei und dann bin ich natürlich ein bisschen schauen, was sie sonst noch zu bieten haben und bin auf einen richtig coolen Act gestoßen und hey, das ist ja wohl richtig flashig, du spielst ein Game und im Soundtrack gibt es dann etwas, das dich so gut dünkt, dass du dann gehst abchecken, was die sonst noch zu bieten haben, coole Sache. Also darum, Big Up für den Soundtrack. Jetzt seht ihr hier vor, auf der Minimap links unten hat so einen roten Fleck, das heisst, dort treiben sich ein paar böse Wichte um. Und meistens gibt es dann auch etwas abzukassieren, Geld oder so Erfahrungspunkte, wo man dann die Skills upgraden kann, Skillpunkte in dem Sinn.
Trapit hat gut gefallen, dass er die Knarre so hinter sich hat beim Laufen. Das hat schon noch ein bisschen etwas so vom Stilfaktor. Ich bin verdammt gespässig. Schau, ich habe nicht geschnallt, was dort das rote Zeug war, das rumgespritzt ist. Das Blut oder was? So gerade Striche raus. Aber ja, das Game hat natürlich auch, wie viele Open-World-Games, ultra viele Bugs. Aber zum Teil sind die auch noch witzig. Und das Mafia 3 war ja auch eine Art Open-World-Game, obwohl es eine Frechheit ist, die zu vergleichen. Und das Mafia 3 hat auf jeden Fall auch Qualitäten, aber so rein vom Spaßfaktor, Jesus, das ist überhaupt kein Vergleich. Watch Dogs 2, ich habe noch gar nicht so viele Missionen so gemacht, sondern bin einfach ein bisschen rumgewurstelt, habe so ein bisschen Zeug ausprobiert, Sachen ausgecheckt, ein bisschen an meinem Aiming geschafft, Gegner ein bisschen eingeschüchtert, indem dass ich neben sie habe geschossen, absichtlich. Und die planlose Sau ist jetzt einfach dort hergesäckelt, ich habe auf ihn geschossen und dann hat er plötzlich keine Blasse mehr gehabt, wo echt der Gegner war, der noch gerade vor 30 Sekunden von oben auf ihn geballert hat. Aber ja, das spricht auch wieder für den Spielspass, wenn sie nicht allzu aggressiv sind. Sie sind halt einfach dann sehr gefährlich, wenn sie in einer Gruppe von 2-3 Leuten mit automatischen Waffen auftauchen. Ja, durch das Hoodie gehen die Schüsse natürlich wie Butter und kugelsichere Weste gibt es dann vielleicht irgendwann schon. Jetzt hier bin ich ein bisschen verpeilt gewesen. Irgendwie habe ich gemeint, muss ich hier den Karren mitnehmen oder dort drinnen irgendetwas mitgehen. Und als ich dann weggefahren ist mir dann aufgefallen, dass ja rechts so etwas Leuchtiges dort auf diesen Röhren liegt. Und das ist dann wiederum so die Geldbörse. Oder was ist das? Ah nein, Research Point, ja nice. Also habe ich ja so einen Skillpunkt, den ich da einsammeln kann. Und am Anfang ist es ein bisschen hart, weil jedes Mal, wenn ein Karren knackst, geht die Alarmanlage los. Und das heisst, dass in den allermeisten Fällen läutet dann halt jemand den Bullen an. Nicht, dass man dort nicht abhauen kann oder so, aber es ist halt auch ein bisschen mühsam, gerade in den belebteren Gebieten. Und irgendwann bekommst du dann den Skillpunkt, also relativ früh zum Glück, wenn du auch den Skilltree auswählst, dass du eben keine Augen kannst hacken, dass keine Alarmanlage losgeht, was das Leben schon viel einfacher macht. Weil man kann sich keine auch liefern. Aber jetzt müsst ihr euch das reinziehen und ich glaube, man sieht es dann noch irgendwann im Video, wo ich da jetzt gekommen ist, er ja ziemlich nebendran gespawnt. Im GTA 5, jetzt weiss ich gar nicht mehr, wird er hergefahren oder spawnt er auch? Ich habe gemeint, sie spawnen. Auf jeden Fall ziemlich in der Nähe. Dann im Mafia 3 wären sie ja hergefahren, um gerade ein Beispiel zu bringen von einem neueren Game, was auch ziemlich chillig ist. Aber hier, hey, das kann sein, dass der hunderte von Metern irgendwann entfernt von dir hergestellt wird, auf einen Hinterhof, auf ein Parkplätzchen, zwar schön und stylisch, aber what the fuck, neben dir wäre jenst Platz gewesen, um den Karren schnell zu bohnen oder eben fahren nachher. Ich meine, man kann immerhin Fahrzeuge hacken und das habe ich noch einmal auch gelesen. Wieso lässt er sie nicht einfach herfahren, wenn man die Dinge schon so manipulieren kann? Ja, das ist auf jeden Fall eine strange Entscheidung, aber hat Potenzial, noch patched zu werden. PlayStation 4 Improvements sind, glaube ich, nicht wahnsinnig. Ach, wenn du einen 4K-Screen hast, wird es auch ein bisschen upscaled mit Checkerboard oder was auch immer. Es wird sicher nicht in voll 4K laufen. Ja, und hier habe ich auch so ein bisschen rumprobiert mit diesen Beeinflusser-Moves, so ein bisschen die Leute anfühlen. Und ich finde es halt auch immer extrem interessant, wie die künstliche Intelligenz, also ja, die eingeschränkte künstliche Intelligenz programmiert ist in so Games und wie sie dann auf die individuellen Situationen reagieren. Und es gibt jetzt nicht wirklich über längere Zeit, wo sie sich logisch verhalten, aber für so gewisse Moment-zu-Moment-Situationen ist es wirklich noch gut gemacht. Die Steuerung der Karren, von den langsameren Karren, ist nicht so toll, muss ich sagen. Ist mir fast ein bisschen zu direkt, aber es lässt sich auf jeden Fall gut beherrschen nach einer kleineren Lernkurve, was ja ein gutes Zeichen ist. Es ist nicht so, dass es unbeherrschbar ist. Hier ist jetzt etwas, das ich noch nicht ausgetüftelt habe und da habe ich jetzt ein Zeitchen schon weitergezockt und bin auch zweimal noch einmal hier schauen. Wenn ihr auf der Map schaut, ist ja dort so ein Geldzeichen. Aber ich habe keine Ahnung, wo das versteckt ist. Das jetzt auf der linken Seite, das rechts habe ich mittlerweile bekommen, das war auf dem Dach.
Und das ist einfach auch noch interesting. Momentan habe ich den noch nie, aber es wird so eine Drohne geben, wo man auch ein bisschen rumfliegen cool und easy sich alles anschauen kann, auch Sachen direkt hacken. Der hat schön einen am Sender, der dort zu laufen ist gekommen. Und ja, das Game basiert noch viel so auf vertikalem Gameplay auch. Das heisst, man muss auch viel aufklettern. Viele Sachen sind auf den Dächern versteckt oder nur über die Dächer erreichbar. Was ich eigentlich schon noch easy finde, aber eben zusammen mit der Tatsache, dass man nicht aktiv springen kann, halt schon strange. Also man muss immer die vorgegebenen Wege eigentlich wählen. Also jetzt kein blasser Schimmer. Ah, mal stimmt, mit dem muss ich ja reden. Jetzt kein blasser Schimmer, wenn ich hier in diesem Stripclub gelandet habe. Das nenne ich noch einen Zufall. Darum beame ich mich jetzt hier schnell mal raus. Das ist jetzt wieder der Anfang des Videos. Damn, genau. Ich denke, das mache ich für mich privately noch ein bisschen weiter, was in diesem Stripclub abgeht. Also, ich muss schnell schauen. Das zweite Video noch schnell starten. Ich hoffe, ihr habt gerne noch Bock, um ein bisschen zu hören, weil das Game ist eben wirklich ultra nice. Also. Genau, hier bekomme ich jetzt, glaube ich, aufs Dach. Hier sind wir an irgendeinem Filmset, wo wir so eine Karre müssten holen oder dem seine Location finden, so ein bisschen wie der Knight Rider, der so ein bisschen lesen kann. Was lesen? Mal lesen kann er vielleicht auch, aber reden und hat so ein bisschen fancy Animationen vor und hinten auf dem Karren drauf. Ja, aber wirklich wie der Knight Rider, so ein bisschen Verarschung, ist auch noch witzig gemacht. Und den möchten wir jetzt gerne und da geht es jetzt darum, den Standort rauszufummeln. Und darum sind wir jetzt hier an diesem Movie-Set. Einerseits, gerade hier links von mir, muss ich so eine Disc, glaube ich, rausnehmen. Irgendwie habe ich hier noch ein bisschen Mühe mit den Knöpfen auch. Ich drücke zwar das Dreieck, ihr seht, es ist nicht immer so, dass es auch angenommen wird. Okay, Achtung, lustig, ja, mal ein bisschen Jojo-Action. Und jetzt, der Typ da, der killt mich fast. Jetzt gehen wir hier so nebeneinander an die Wange. Funny stuff. Ich versuche so ein bisschen mit dem Jojo drüber zu schlagen, aber das geht natürlich auch wieder nicht, weil das Game das nicht vorgesehen hat. Zum Glück funktioniert Knarren. Bisher sieht es eigentlich noch in Ordnung aus, aber ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen planlos. Aussen steht einer und jetzt kommt das grosse Problem. Man braucht relativ lang, um einen so bewusstlos zu würgen. Und währenddessen ist man halt einfach angreifbar und wird gekillt. Der Vorteil von diesem Game, und das ist ja wohl ultra chillig und so Dark Souls-Fans oder so werden sicher nicht Freude an dem haben, aber man wird überhaupt nicht punished, wenn man gekillt wird. Man verliert kein Geld, man verliert nicht seine Waffen, man verliert nicht seine Gadgets, man verliert keine Skills, man muss nicht irgendwann mühsam wieder starten, sondern man kommt wieder in dem Gebiet, wo man versucht, die Mission zu lösen, her, hat alles noch, was man braucht, alles chillig. Also, jetzt habe ich hier den Jumper ausgepackt, ein kleines fragwürdiges Design, das ich mir hier ein bisschen draufgeklatscht habe. Aber auf jeden Fall auch fancy. Und ja, mit dem kann man ein bisschen rumcruisen. Der ist auch ziemlich low profile. Also die Leute schauen es aber nicht so schnell, wenn der unterwegs ist. Man kann auch Sachen manipulieren. Auf jeden Fall chillig, solange dass man die Drohne noch gerade nicht hat. Und zum Teil muss man halt auch so durch die Schächte durch. Jetzt habe ich versucht, dass ich hier in die Hebebühne reinzutun, weil ich weiss, oben komme ich mit dieser Hebebühne näher in die Tür rein. Aber es lenkt gerade nicht zum Draufjumpen. Zum Glück kann er sich hier aus vielen brenzligen Situationen befreien. Und ja, jetzt geht es eigentlich darum, etwas Höheres zu finden. Dort sieht man gerade den Cyberdriver mit seinem Karren links. Und dort sind zwar ein paar böse Arbeiter, aber die schnallen das eben nicht, dass da so ein Karren rumfährt. Und jetzt kann ich wiederum halt die Hebebühne kontrollieren. Das ist schon auch ein Skill, den man freischalten darf, wenn man möchte. Und ja, hier bin ich jetzt wohl hoch genug. Ich kann wiederum wechseln, springen hier rein. Und der Marcus hockt währenddessen draussen chillig auf dem Rasen, hier in diesem nein, es ist kein Studentenblock, sorry, in diesem Movie-Studio. Aber er ist definitiv nicht der Einzige, der dort rumhockt mit einem Laptop. Ist also auch nicht auffällig und ich kann da gemütlich reinschleichen. Und es gibt ein paar, die bemängelt haben, dass man nicht mehr ganz so alles mit der Überwachungskamera machen kann, weil früher hast du eigentlich sehr oft einfach eine Überwachungskamera hacken und dann bist du auf die nächste und auf die nächste und auf die nächste und irgendwann bist du am Ziel angekommen, hast das gehackt und hast selber nicht einmal das Gebäude betreten. Das geht jetzt scheinbar nicht mehr ganz so flink, man muss jetzt mehr mit seinen Gadgets arbeiten, aber wieso nicht?
finde es voll easy, zum Teil hier mit diesen Kerlen rumzufahren oder halt auch mit der Drohne näher. Ja, und hier bin ich jetzt gerade so ein bisschen planlos, weil scheinbar werde ich hier sehr schnell entdeckt und ich weiß auch gar nicht, wieso das Ding vorher so mühsam blinkt. Auf jeden Fall hat das nur eine beschränkte Reichweite natürlich, das ist ja auch logisch. Sonst könnte man ja eigentlich gerade mit der Drohne und auch mit dem eigentlich alles erledigen und ein bisschen sollte man seinen Charakter schon noch brauchen. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich durch diesen Kehrfall hatte. Da habe ich schnell ein bisschen austestet, ob sie irgendwas jumpen schnell Gegner, aber das ist zum Glück auch nicht der Fall. Und in diesem Gebäude muss ich eigentlich zwei Informationen holen. Einerseits die Disk, die ich vorhin schon probiert habe, bevor ich gestorben bin, und andererseits näher rechts jetzt hier, genau geradeaus hier im Büro. Ich weiß gar nicht mehr, ist es auch irgendwie von einem Tablet etwas oder so? Ja. Jetzt ist die Tür halt leider gesperrt und ich brauche ein Schlüssel dafür, aber links davon ist so eine kleine Klappe, wo ich mit dem Auto durch könnte. Leider, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Das Gute ist, wenn man ihn nicht zurückruft, also nicht lang auf dem Kreis bleibt, dann bleibt er dort. Und man kann dann wieder Kontrolle übernehmen. Also man kann währenddessen sogar mit dem Marcus noch schnell ein paar Leute runterklepfen, wenn es brenzlig wird, dort wo er hockt oder so. Jetzt das Problem ist, dort unten ist ja ein Wachmann vor der Tür und der lässt sich nicht dort wegbewegen. Ich kann zum Teil ihre Handys manipulieren, sie über overpowern oder overheaten, dass sie zu heiß werden halt und dann einen Stromschlag geben, was auch eine lustige Anekdote ist zu gewissen echten Handys. Ja. Und so Gegner bewusstlos oder zum werden oder zum Schlafen bringen. Aber das geht jetzt bei dem nicht. He? Jesus Gott, was für eine Erklärung. Glücklicherweise ist hier hinten so ein Gabelstaplerli, voll autonomes. Und jetzt konnte ich mit dem wiederum den elektrischen Kasten steuern und den auch zum Überhitzen oder Explodieren bringen. Das hat dann den Gegner geschockt. Und so ist der vor der Tür abgelenkt worden. Also ihr seht, mein Kerli hat die Hebebühne bedient, den Gabelstapler, und hat dann wiederum das Ding so zum Schocken gebracht, dass der Gegner jetzt bewusstlos ist. Eine schöne Kombination, oder? Genau, das Tablet müssen wir hacken. Jetzt auch diese Tür ist verschlossen. Auch diese Tür ist verschlossen. Das heisst, der Raum kann man durch 3 Türen betreten. Aber jede ist zu und solange man den Key nicht hat, und da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, wer den hat, kann man nichts machen. Trotzdem kommt man mit dem Kerli hier rein, ich kann das Ding hacken. Das Drehbuch, genau das Drehbuch wird runtergeladen, voll. Da ist noch so ein dünnes Rayman-Häschen oder so. So. Jetzt draussen haben sie, glaube ich, geschnallt, genau voll. Jetzt auf der Minimap sieht man es, dass dort einer ein bisschen am Füßeln ist. Jetzt kann ich leider mit meinem Kerl nicht allzu viel machen, aber ich kann etwas machen. Und das ist hier, den wieder kontrollieren und einfach über die armen Wachmänner drüber fahren. Und klar ist es jetzt nicht unbedingt die friedliche Art. Der eine will jetzt sogar noch das System runterfahren, aber da kann ich zum Glück noch so reinquetschen, dass er nichts mehr machen kann. Und ja, ich denke, die sind einfach nur ein bisschen festgestaucht und erholen sich jetzt dort am Boden. Dann ist sonst schon nichts passiert, weil dann bin ich jetzt auch nicht gerade über den Arm gefahren. Auf jeden Fall sind sie jetzt auch mal weg. Ich habe leider jetzt zu lang auf den Kreis gedrückt und somit ist mein Kerl auch verschwunden, aber das gibt mir gleichzeitig auch die Chance, auf diese Seite zu wechseln, weil dann habe ich dort ein bisschen mehr Range, wo ich herumfahren kann. Hier haben wir irgendwie so ein paar Movie-Actors oder so. Beim einen kann ich so ein bisschen Chat hineinschauen. Zum Teil sind es noch lustige Sachen. Es gibt sehr viele verschiedene Zeug. Es wiederholt sich eigentlich sehr selten momentan noch. Und ich lese mir und höre mir fast alles an, wo man kann, so im Vorbeilaufen kann. Es sind aber häufig schon auch ein bisschen erwachsene Themen. Und darum, das Game ist ja wirklich ab 18. Das macht schon auch Sinn. Und ob jetzt ein 16- oder ein 14-Jähriger das nicht auch schon verstehen ist sicher immer je nach Entwicklungsstufe ein Thema. Aber ja, eben wie gesagt, es gibt voll die Blutten und ziemlich Brutalität und Gewalt. Und darum, wenn sie dort das 18 wieder aufstempeln, sollen sie.
wenn man schon älter ist, hat man ja eh kein Problem mit dem. Und sonst kennt man Hopfkämpfer, der einem die Games kaufen kann. Ich weiss gar nicht, wie es ist mit dem Downloaden. Dort, ja, über Kreditkarte wird es natürlich gecheckt oder PayPal. Ja. Also, ich bin hier wieder ein bisschen am Zeug hacken, während dass ich versuche, den Faden wieder zu finden. Ursprünglich habe ich ja einfach dort oben die Disco holen und weil ich halt so Freude habe, immer wieder die Kerne zu manipulieren, ist es halt wieder losgegangen. Und die Wachmänner gehen mir halt auch ein bisschen auf die Nüsse und je mehr das von denen ausgeschaltet sind, umso einfacher hat man es dann. Darum, wieso nicht mal ein bisschen Spass haben und dann jetzt zum Beispiel vorne fahren, dann geht er schauen und dann schaut man den hinterher fahren. Und ja, leider sind an diesem Set die Kerne irgendwie ein bisschen durchgedreht und gleichzeitig ein paar Wachmänner halt eliminiert wurden. So kann es gehen, das ist das Risiko vom Job. Jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht kann ich den sogar zum Explodieren bringen, weil er schon recht Straub am Räuchern ist, aber das war leider nicht der Fall. Ich habe gleichzeitig entdeckt, dass dort so ein bodenelektrischer Verteilkasten oder so ist. Und dort kann ich auch so ein bisschen zäuseln, damit dass sie darauf aufmerksam werden. Und wenn sie dann in der Nähe sind, kann ich sie schocken und dann füßeln sie auch wieder klein. Jetzt, wenn man es aber markiert, sieht man ja auch, was sie machen können, was sie haben, was sie verdienen und auch das Smiley, das dann ihren Gemütszustand reflektiert. Was auch immer sehr, sehr unterhaltsam kann sein, auch gerade im Zusammenhang mit ihren Aussagen. Mal, da haben sie sich echt Mühe gegeben bei diesem Game. Also die Hack-Sachen erlauben wirklich Zeug, die und ich richtig geil finde. Und ja, jetzt geht es ihm langsam ein bisschen auf die Nerven, schocken den mal, damit es doch ein bisschen vorwärts geht. Und jetzt sieht sein Kollege das natürlich gerade, oder? Ja, voll genau. Kommt herzäckeln. Ich denke, okay, schnappe ich mir die zwei, verwünsche leider nur einen. Gut, in dem Fall noch in diese Richtung. Unten rechts leider zu wenig Strom. Drücke wie ein Bekloppter auf die Knöpfe, weil es sich ein bisschen laden. Und ja, der ist jetzt schon sehr brutal eliminiert worden. Aber wie gesagt, halt Teil vom Jobrisiko hätten ja vielleicht gerade Ferien nehmen können. Jetzt muss ich hier oben den Schlüssel holen. Genau, das wäre vielleicht der für unten in die Räumlichkeiten rein. Ihr seht, es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das Game spielen kann. Hey, der eine Wachmann hinten sehe ich gerade, der lebt ja noch. Also, ist nicht einmal so tragisch. Ich kann mich noch daran erinnern, zum Glück, dass die Tür auf dieser Seite noch offen ist. Er hat mich kurz gespienzelt, aber zum Glück nicht wirklich geschnallt, dass ich da bin. Das Mal geht das ziemlich gäbig. Er tut irgendwie ein HD dran stecken, oder was? There we go. Found the emails. Nice. Okay. The not so secret emails. Well, seems I got everything. What about the car? It isn't here. We'll have to track it down some other way. I'm heading out now. Tack. Schon Hurenstraub, hey. Heim so ein Jojo auf drüber klatschen. Halleluja. Alright. Jetzt können wir aber hier die Kästen hacken und ich muss sagen, ich finde es noch entspannt, dass es nicht wieder so ein bekacktes Minigame ist. Es ist zwar auch cool, weil es definitiv auch ein paar wenig gute Minigames gibt, so Hacking-Sachen, Schlösser auftun und so Zeug, noch kleine Challenges. Aber am Schluss, hey, what the fuck, eben, dann bist du der Ultra-Hacker, der Ultra-Dietrich-Schwinger und musst dann gleich die ganze Zeit wie ein Bekloppter dort rumfingerlen. Darum, gute Entscheidung Ubisoft, wirklich. Behaltet den Spielerfluss auf jeden Fall ein bisschen flüssiger. Der flüssige Fluss, Spielerfluss. Yeah. Jetzt irgendwie habe ich mich nur daran erinnert, dass da oben noch der Schlüssel ist und wir wollen ja keine Zeugen. Darum, good night to you, Sir. Und da hinten ist auch noch ein gespässiges Bürstchen mit dieser Maske und so, aber das war vielleicht ein Schauspieler. Dann kann ich hier immer in die Hacker-Sicht schalten. Ja.
So ist es natürlich grafisch überhaupt nicht ansprechend, aber eben die ganzen Objekte, die man hacken kann, verstecktes Zeug, all das taucht dann auf. Und das ist eigentlich noch gescheit, weil Games, wo du die Hacker oder Detektivsicht oder wie sie es auch immer nennen, allzu easy ist fürs Auge, bleibt man dann zum Teil ein bisschen denen hängen. Wenn es aber fast ein bisschen uncool ist, finde ich jetzt, schaltet man lieber wieder auf die farbige, reelle Welt zurück und tut nur dann das aktivieren, wenn man es auch braucht. Ja, yeah, sicher eine Geschmackssache. Also, irgendwie haben sie jetzt sogar ein kleines Gespräch gehabt, wo sie bei den Auditions beim Vorsprechen halt so einen Text haben müssen lernen, der eine Typ, und dann hat er irgendwie gemeint, ob das wirklich ihre Ernst zeigt mit all diesen komischen Wörtern wie defragmentieren und so, defragged. Da unten stehen noch 3 Typen rum. Denen kann man auch noch ein bisschen Geld vom Konto klauen, was auch noch gäbig ist. Es sind meistens kleine Summen. Das höchste, das ich bisher bekommen habe, waren, glaube ich, 760 Steine auf einmal. Aber das ist wirklich ganz, ganz grosse Ausnahme. Normalerweise sind es so zwischen 40 und 80 Steine, würde ich jetzt sagen, ja. Hey, das war es schon. Jetzt sind wir schon wieder beim anderen Video. Irgendwie, also ja, ihr seht ja nicht das Gleiche, wenn ich haha. Irgendwie gibt es noch so viel zu erzählen und vielleicht mache ich auch mal ein Live-Gameplay. Es ist auf jeden Fall, ich finde, es ist ein richtig gutes Game mit ganz vielen Bugs und schrägen Sachen, aber weil man eben so viele Sachen beeinflussen kann, das Hacken, die Interaktivität, ich glaube nicht, dass es 2 Leute gibt, die das Spiel auch nur annähernd gleich spielen, und das kannst du bei einem GTA 5 sicher auch sagen. Aber du hast dort nie so viele Manipulationsmöglichkeiten. Andere Vorteile auf jeden Fall, aber eben, was hier abgeht, ist zum Teil hure witzig. Hey. Wirklich richtig geil. Ja, fast so witzig, wie der Trump Witzfigur ist als Präsident. Aber bevor wir jetzt dort eintauchen, möchte ich mich verabschieden. Und wünsche euch ein schönes Weekend. Hey. Gebt doch Bescheid, was ihr als nächstes Mal noch so möchtet sehen. Vielleicht noch einmal so ein Watch Dogs Video oder noch einmal eine Titanfall-Runde. Das ist eben das, wo ich momentan so ein bisschen am Zocken bin. Easy, hey, habt's gut. Merci fürs Zuhören, Zuschauen und vielleicht auch für einen oder anderen Comment. Tschüss zusammen.